Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Dann gucken wir doch mal, was wir in der Stadt hier noch so sehen. Und wo dann Cloud seine Mama ist. Ah, und du gehörst zu der Annelien? Ja, guck mal. Tut mir leid, du bist die Wolk. Hab dich nicht erkannt. Ja, Annelien? Die Bannelin? Soldat? Salza? Wer ist die Ungeheuer umbringen? Wer ist? Kleine Wieste Knepp. Okay, ja, aber gibt's dann auch nichts. Und ich nehme mal an, da das Erinnerung ist, können wir hier auch schlecht. Ah, da hat er jetzt auch ein bisschen anderes Bild gekriegt, der Cloud. Und er hat nur Präventivangriff. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Bastardschwert und Eisenreif hat er auch. Dass das noch als erste Klasse zählt, ich meine, das ist schon ziemlich popelig. Also die Soldaten werden mal nicht so stark sein. Sephiroth ist bestimmt auf einem hohen Level, so bei 50 oder so. Wolk, bist du nicht mehr Hausganger? Ja. Ich habe gedacht, du wärst der Helm. Okay, das ist also der Tiefer, ihr Haus. Was gibt's denn hier, Schönes? Gibt's aber was? Aha. Da haben wir Schlafzimmer, wo es nichts gibt. Und dann gehen wir nochmal zu ihr ins Zimmer. Wolk, bist du mein Zimmer gegangen? Ja. Na komm, wir schnüffeln jetzt nur Teenie-Unterwäscher. Oh. Wolk, ist es... Es ist die Wahrheit. Wolk, wir sprechen hier über was sehr Wichtiges. Bisschen die Schlüpper geklaut. Direkt neben dem Betts Klavier. Okay, warum auch nicht? Finde ich auch sauwitzig, dass das vom Spiel auch so angeboten wird, obwohl das wirklich was Ernstes hier ist, die Sequenz. Das kennen wir auch noch aus dem Flashback. Das ist sein Haus. Hat nichts mit dem Ereignis von vor 5 Jahren zu tun. Warte, ich will's hören. Ich ach, ist schon lang her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast der Familie gesehen und? Okay. Ich weiß nicht, ob man es Familie nennen kann. Mein Vater ist gestorben, als ich noch klein war. Deswegen hat meine Mama allein in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mama gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später ist sie gestorben. Als ich sie gesehen habe, schien sie noch in Ordnung. Ja? Volk? Willkommen daheim, Volk. Hallo, Mama. Komm, komm, lass dich angucken. Sieht wirklich gut aus. Ist das eine Uniform von der Soldaten? Mama, ich... Mensch, bist du gewachsen. Ich werde die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Das kennen wir noch, die Sequenz. Ich mach mal Sorge um dich. In der Stadt gibt es so viele Versuchungen. Mir wär's wohler, wenn ich nie lassen würde mit einer netten Freundin. Mach doch mich keine Sorge. Du sollst eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Ist auch richtig. Es geht mal gut. Die Firma kümmert sich um mich. Wirklich? Du kannst nicht kochen, oder? Ich hab mal wirklich Sorge um dich gemacht. Wolk? Du weißt was, Wolk? Nicht wahr, Wolk? Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns so damit aufhören. Okay. Was geht's denn noch? Willkommen. Bist du nett?
ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt geh ich mal auf den Sack. Das ist doch egal. Mal weiter. Okay, dann gehen wir zu unserer Leid. Ist die Anlinie, um die Monster loszuwerden? Und wer bist du? Ich heiße Zangan. Ich reise um die Welt und unterrichte Kinder im Sportkampftheater. Ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. In der Stadt habe ich eine namens Tifa. Hast du Tifa? Tifa ist begabt. Sie wird mal eine gute Kämpferin werden. Okay. Tifas Lehrmeister. Ah, nicht schlecht. Finde ich doch irgendwie cool. So, dann gehen wir da hoch. Und retten wir mit dem Sephiroth. Was guckst du denn? Die Gegend. Ich habe das Gefühl, als würde ich den Ort kennen. Wir haben ein Bett zu wenig. Ah, das kriegen wir schon irgendwie. So, dann ratze ich mal eine Runde, wenn das irgendwie machbar ist. Ne? Ist nicht machbar. Na, Allah. Können die andere sich hier hauen. Und einer schiebt Wache. Was gibt's dann dahinter? Die Villa. Nee, das kommt später. Bist du von deiner Lien? Ja. Pff, großsporige Rotznass. Na, Allah. Da vorne ist der Berg Nibel. Ich werde euch erzählen, wie es war, als ich in die Bergstücke bin. Ja, dann erzähl doch mal. Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Das würde mich mal interessieren. Also hier ist echt nicht sehr viel los, muss man dazu sagen. So, was muss ich jetzt mal mit dir retten, Opa? Das ganze Gasthaus macht halt verschiedener reserviert. Wolk, bist du das Wolk? Uns bestimmt 2 Jahre nämlich hier. Sag mal, du hast ganz schön was erreicht, jetzt wo du Sephiroth unterstehst. Du guckst immer noch? Das ist ein neuer Frühaufsteher, du sollst bald schlafen. Ja, lass uns schlafen gehen. Ich habe Leiterin zum Marco-Reaktor engagiert. Ich habe gehört, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Und natürlich hat er verschlafen. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Herr Gemon Sephiroth, was passiert? Vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe 2 Soldaten als Leibwächter. Ich heiße Tifa, nicht dich kennenzulernen. Tifa? Bist du die Leiterin? Stimmt, ich bin zufällig die Bestleiterin in der Stadt. Es ist zu gefährlich, ich lass mich in sowas nicht reinziehen. Kein Problem, wenn du beschützt. Abmarsch. Sephiroth, darf ich Erinnerungsfoto machen? Tifa, kannst du auch für mich froren? Ja, okay. So, alle 3 zusammen auf dem Bild. Bitte lächle. Prima, danke. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Oh. Am Berg Nibel wurde ein Marco-Reaktor gebaut. Boah, was war das Ding? Da müssen wir im späteren Spielverlauf auch nochmal hier. Karl-Bergluft von Nibel war die gleich. In das Gebiet müssen wir später auch nochmal hingehen. Und da sind die Gegner nicht von schlechten Eltern. Das kann ich gleich sagen. Ab hier wird's schwer, mir noch. Ah, da hinterher. Guck. Cloud und Sephiroth sind in einem Team. Eis 3, der kann auch schon die stärkste Zauber. Uiuiuiui. Ja, Sephiroth wirkt nur endsauber und knackt die auf einmal. Die Brücke.
Oh. Ah, da sind wir jetzt ganz schön wo gelandet. Das sind die anderen noch. Ja, scheint kein was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt zersperrt? Die Höhle sind miteinander verbunden wie Gänge in einem Ameisenhaufen. Und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Das klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück, weiter. Ab jetzt gehen wir gemeinsam. Und wir haben ihn hier auch nochmal abgebildet. Was hat Sephiroth? Masamune. Und das Goldarmband und der Kraftring. Was hat Sephiroth für Materia? Er hat Wiederbelebung, er hat Genesung, er hat Erde, er hat Hitze, er hat Gewitter und er hat Kälte. Das ist cool. Ja, was für ein Level hat er dann? Sephiroth hat Level 50. Ja, schon damals nicht schlecht gewesen, der Bursche, aber ich glaube Level 50 ist hier definitiv auch machbar und knackbar. Was ist denn das? Geheimnisvoll leuchten die Höhle. Das muss die Marco-Energie sein. Der Berg hat besonders viel davor. Deshalb wurde hier der Marco-Reaktor gebaut. Okay. Tifa ist aber allerdings nicht bei unserer Truppe mit dabei. Sephiroth greift immer von sich aus an. Und er macht Blitz 3. Tja, da kommt man nicht großartig zum Angreifer. Der macht es schon. Aber der ist halt auch sehr stark, muss man dazu sagen. Oh, wie schön. Das pumpen sie alles ab, die Säckler. Macht da nichts aus, die ganz schöne Natur zu versauern. Und was ist das? Marco-Brunner. Naturwunder. Ist so schön. Wenn der Marco-Reaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet der Brunnen auch aus. Materia. Wenn man Marco-Energie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur sehr selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man die Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldat und weißt nicht mal das? Das Wissen und die Weisheit vom alten Volk ist in der Materia drin. Wer das Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte vom Land und dem Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte darauf. Zumindest wird es behauptet. Zauberkräfte? Geheimnisvolle Kraft. Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann hat mir mal gesagt, ich sollte nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Zauberei benutzen. Ich sollte nur Zauberkraft genannt werden. Ich weiß es halt noch, wie wütend der war. Wer war denn das? Hojo von der Annelien, ein unerfahrener Mann, der die Arbeit von berühmten Wissenschaftlern übernehmen sollte. Der war voller Komplexer. Ein Marco-Brunner, das ist also das Wissen vom alten Volk. Und weiter geht die Reise. Da ist er, der alte Reaktor. Und das heißt nichts wie Reihe. Wow, geile Animation hier wieder. Oder geiler Ort hier. Endlich haben wir es gepackt, aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tifa, wart hier. Ich gehe auch rein, ich will sehen. Nur autorisierte Leute helfen hier rein. Hier lagern die Firmengeheimnisse von der Annelien. Aber pass auf die Lady auf. Hier kommst nicht neu. Minne! Mann!
Hm? Dann pass lieber gut auf mich auf. Okay, jetzt sind wir im Makro-Reaktor drin. Und müssen darüber. Zack. Und als ein Sephiroth hinterher. So. Na, da müssen wir lang, Wurstler. Und hier rein. Wow. Lauter wiechte Dinger hier. Können wir noch reingucken? Nee. Jenova. Cloud, das ist... Also Cloud, ja, genau. Das ist Jenova, oder? Das Schloss geht nicht auf. Deshalb die Funktionsstörung. Das Ding ist kaputt. Volk, mach's Ventil zu. Wo ist dann das Ventil? Herr Sephiroth. Hier muss das Ventil zu machen. Am Ei direkt. Okay. Warum ist das kaputt gegangen? Jetzt verstehe ich Hojo. Aber selbst wenn du das machst, erreicht nie die gleiche Ebene wie der Professor Gast. Das System kondensiert und friert die Makroenergie, wenn es funktioniert. Was wird aus Makroenergie, wenn sie kondensiert wird? Oh, ja, es wird zur Materie. Ja, normalerweise, aber der Hojo hat was anderes reingemacht. Guck das an. Guck durchs Fenster. Oh, Scheiße. Was denn das? Soldaten werden mit Marco übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Die wurden viel mehr Marco ausgesetzt als ihr. Ist das eine Art Monster? Genau, und Hojo von der Annelien hat die Monster gemacht. Mutierte lebendige Organismen mit Makroenergie produziert. Das sind die Monster wirklich. Normale Soldaten hieß du bist anders? Hey Sephiroth. Nee. Bin ich? Wow. Jetzt dreht er durch. Bin ich auch so gemacht worden? Bin ich so wie die Monster? Sephiroth! Du sagst dir, sie waren alle Menschen. Menschen unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Ah, na. Wie so ein Gremlin, wenn sie noch Mitternacht gegessen haben. Bin ich ein Mensch? Tja, ich habe damals nicht verstanden, was der Sephiroth gemeint hat. Ich war fassungslos, dass die Annelien Ungeheuer produziert. Verdammt, die Annelien, je mehr ich drüber her, desto mehr hasse ich die. Wer hätte gedacht, dass der Makroreaktor so Geheimnisberge wird? Das wird erklären, warum es in der letzten Zeit so viele Monster gibt. Ich glaube, wir sollten der wohl genau zuhören, findest du da, Barrett? Spiel speichern und rasten. Jo, kann sein, wollen wir hier rasten? Auf jeden. Jetzt machen wir erstmal das hier. Und dann, ihr liebe Leute, das ist Sache. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut, Euer Yankee.